Servus, der Johann Barres ist wieder da. Heute will ich euch das einmal zeigen, mit dem Blanchieren von was Grünem, wie das funktioniert. So, brauchen wir kochendes Wasser, Salz, ganz wichtig, aber auch Salz in das Eiswasser, um es dann auch abschrecken. So, dann haben wir einen schönen Wurzelspinat. So mancher Lehrling hat mich schon gefragt, stimmt das? Meine Oma hat gesagt, ein Spinat, den muss man 7-mal waschen. Naja, sage ich, in der Regel wasche ich einen Spinat so lange, bis er sauber ist. Naja. Und schon hat es aufgekocht. Und dann kommt der Spinat ins Eiswasser. Bleibt schön grün. Und nachdem ja das Chlorophyll mit das Gesündeste ist an der ganzen Geschichte, soll man das so machen. Ich habe ja gern einen rahmigen Blattspinat. Mag ich fast lieber wie den durchpassierten. Brauchen wir ein bisschen Knoblauch. Ist gesund. Bisschen Zwiebel. Lassen wir schön angehen. So, den Spinat, den habe ich schon ausgedruckt, damit das ganze Wasser nicht immer in Spinat drin bleibt. So, der kommt jetzt da rein. Salzen, pfeffern. Ich mag Muskat, passt sehr gut dazu. So. Naja. Eine Creme Fraiche, die schaut nie. Die Creme Fraiche muss man zuerst immer zergehen lassen, heiß machen, zergehen lassen. Und dann die Sahne erst drauf tun, weil sonst gerinnt die Sahne. Weil Creme Fraiche ist eine Art von Sauerrahm und die Sahne packt oftmals diese Säure nicht und ist schon fertig dabei. Und dieser rahmige Blattspinat, den kann man gut in Crepe füllen, salzige Crepe, oder wie wir hier in einer Galette, ein Buchweizenpfannkuchen. Das ist eigentlich relativ klassisch. So, dann verteilen wir das so. Dann kommt da ein Ei rein. Das Rezept von der Galette, das findet ihr in einem früheren Rezept schon. Na? Okay. So sieht man es gern in der Bretagne auf Ansichtskarten, die Galette gefüllt mit Spinat. So kommt es jetzt in den Ofen rein. Und schon haben wir wieder Zeit für das nächste Glas Chardonnay. So. Und schauen wir mal. Jawohl. Dann kommt da noch Schafskäse drüber. Natürlich nur wer mag. Was auch gut drauf ist, ist ein Roquefort oder sowas. Passt. Oder ein besonderer Tipp, ein Trüffel drauf. Ich wünsche viel Spaß beim Kochen und lasst es euch schmecken. Servus beieinander.